Ja, danke vielmals, Benny. Und ich bin jetzt im Studio mit Leo hier, um das ganze Finanzthema noch ein bisschen zu vertiefen. Danke, hast du dieses Thema angesprochen, hast du auch so ehrlich von euch erzählt, wie ihr das in der Familie macht. Vielleicht gleich zum Anfang, du hast erzählt, dass ihr dieses Jahresbudget macht und dann du und Susan zusammen austauscht, ringt um dieses Jahresbudget. Was ist, wenn ich jetzt als Ehepaar, wenn wir das einfach nicht gleich sehen und wir haben so unterschiedliche Ansichten, wie wir mit Finanzen umgehen? Dann ist es mega, mega wichtig, dass man eine Person hat, wo das viel meditieren kann, also eine Verbindungsperson, wo beide Seiten anschaut. Das muss man halt bei jedem Thema machen. Wenn man auch im Streit merkt, man kommt nicht keinen grünen Zweig, dass man eine Person hat, die das Ganze leitet, weil es kann dann auch sein, dass ich einen Blindfleck habe, etwas nicht sehe. Mhm. Und wenn das Gegenüber sagt, du, aber jetzt Leo, also den Punkt hast du, bist du völlig nicht realistisch, dann ist es oft auch einfacher, das anzunehmen, als vom Gegenüber, von der Frau oder vom Ehemann. Also da muss man einfach Leute holen, wo man das Vertrauen hat und sich auch was sagen lässt. Ich glaube, das ist das Matchentscheidende, man muss sich was sagen lassen. Ja. Und denkst du, man muss eigentlich immer mehr oder weniger auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Kann man nicht alles komplett quasi aufteilen und jeder zahlt zum Beispiel die Hälfte der Miete und so weiter? Also das habe ich ja auch gesagt, man kann auch verschiedene Systeme machen, man kann zwei verschiedene Bankkonten machen, man kann es auch splitten, Mhm. das habe ich auch schon gesagt. Ändert aber nichts daran am Budget. Es ändert nichts daran an den Herausforderungen, dass man unterschiedlich eingeht, weil man muss dann doch definieren, wie viel bezahlt man für die Wohnung, für das Essen. Auch wenn man halbe macht, muss man dennoch ein Budget machen, weil sonst hat der andere ein anderes Vorstellung, was von Fleisch, von was auch immer Ja, ja. und der andere nicht. Also du hast, egal welches System man macht, man kommt um die Budgetdebatte kommt man nicht rum. Mhm. Wie man es dann am Ende aufteilt, wenn man das Essen auch im Restaurant, habe ich auch schon gesehen, Ehepaare, da wird Jeder zahlt gesplittet. selber. Das spielt keine Rolle, aber am Ende vom Tag muss der Mann dennoch wissen, das ist mein Budget. Also man kommt um das Budget am Ende vom Tag nicht rum. Ja. Du hast ja von dieser Formel erzählt, die du aufgestellt hast. Das ist deine Formel, oder? Ja, Oder ist es eine generelle nein, Formel in der Schweiz? nein, Oder? die meisten sagen in der Formel 10, 10, 80. 10% spenden, 10% auf die Seite zu legen, um zu sparen und 80% um zu leben. Das ist eine Ja, generelle Formel, die man findet. Aber ich finde eben 10% zu sparen, hat mir immer ein Teil gefehlt, das ist das Investieren. ja, Weil dann ist es nur, ich lege auf die Seite für Notfälle. Aber investieren bedeutet eben auch, dass ich da auch etwas mein Geld vermehren möchte in den Möglichkeiten, sei es dritte Säule, sei es mhm. Aktien, was auch immer. Das ist eben, haben viele Leute nicht drin. Und wenn man dann sagt, es gibt auch die Regel 10, 10, 10, und lebt mit 70%, das ist dann in meinen Augen nicht mehr realistisch. So 80% sagt man generell, auch bei der Arbeit, wenn man 80% arbeitet, hat man eigentlich 100% schon fast abgedeckt. Das ist so Ja. meine Regel. Wenn jetzt Leute knapp sind, sie haben vielleicht nicht so einen großen Lohn oder sie wissen, hey, keine Ahnung, das nächste halbe Jahr ist bei uns ziemlich tight, sind diese 2 mal 5%, also das Investieren und das Sparen, flexibel? Kann man die auch mal, sage ich jetzt, zu den Lebenskosten dazu nehmen, wenn es wirklich tight ist? Sparen macht man ja genau darum, man legt ja Dinge auf die Seite für eine Phase, wo es nicht gut läuft. Also Mhm. dann greift man auf das Ersparte zurück. Das ist immer Mhm. der Punkt. Das Ersparte braucht man ja für Dinge, die man eigentlich nicht geplant hat. Eben jetzt plötzlich geht jemand länger ins Krankenhaus oder man hat irgendwie ein großes Reparatur beim Zahn. Also alle diese Dinge legt man auf die Seite. Dann holt man eigentlich das Ersparte zurück. Aber man sollte nie aufhören, eben das Prinzip zu stoppen. Also ich habe nie aufgehört, ich investiere, seit ich 22 Jahre jung bin. Ich war Student, aber ich habe eine Lebensversicherung. Seit ich 22 Jahre bin, habe jeden Monat immer also einbezahlt, mal mehr oder weniger, aber ich habe nie aufgehört. Es ist eben wie so ein Grundprinzip, wenn man einmal stoppt, dann gibt es oft so einen Mechanismus. Aber Ja. darum, man spart für die Momente, wo man dann eben das Finanzen braucht. Ja. Dann gibt es ja auch Leute, die sind vielleicht auch schon länger arbeitslos oder die haben sonst irgendetwas in ihrem Leben, wo sie nicht arbeiten können, eine Krankheit, was auch immer. Du hast ja von Schulden gesprochen, dass das eigentlich eine Türe ist, die du aufmachst für den Feind. Jetzt eben gibt es Leute, die vielleicht wirklich nicht anders können, sage ich jetzt einfach mal so. Es gibt ja vielleicht immer andere Möglichkeiten, aber was sagst du dazu?
Also es gibt immer Ausnahmen und das ist mich auch immer mega wichtig. Bei jedem Beispiel gibt es immer eine Ausnahme, Mhm. aber es ist nicht die Regel. Und ich Ja, finde immer bei den meisten Leuten, die ich kenne, ich bin ja auch schon seit 30 Jahren unterwegs als Pastor, merke bei den meisten Leuten ist es eben hausgemacht, fast immer. Und es gibt immer, ja, es gibt diese Fälle, wo es nicht verschuldet ist, aber das heißt bei jedem Thema. Und da muss man andere Wege wiederfinden. Da greift auch der Staat, by the way, ein. Wir haben in der Schweiz natürlich ein super gutes Sozialsystem, aber auch in Deutschland. Also niemand wird da hängen gelassen in dem Sinn, es wird immer geholfen. Natürlich leben die dann natürlich mega bescheiden, aber immerhin lebst du, während in anderen Ländern in Asien, da schaut da niemand. Also ich finde ja, immer, wie es in der Schweiz, in Europa, sind wir immer noch auf einer extrem gesegneten Situation, weil eben das Solidaritätsprinzip ja immer noch vorhanden ist, dass man auch die Reichen schauen für die Ärmeren, wenn es ihnen weniger gut geht und das ist wie ein System. ja. Vielleicht ganz praktisch noch zum Abschluss jetzt für diese Woche. Vielleicht gibt es Leute, die bis jetzt eben kein Budget gemacht haben. Wie fängt man am besten an, so ein Budget zu machen? Ja, du hast es gut gesagt. Wenn man beginnt eben einmal, das ist eben etwas, was man lernen muss. Man lernt ja Autofahren, man lernt Schreiben, man lernt eine Sprache. Und beim Budget ist das genau gleich. Man lernt das. Es ist nicht einfach etwas, man füllt das einmal aus und es funktioniert. Man braucht auch ein gewisses Grundgefühl mit der Zeit. Ein bisschen, was kann ich für die Finanzen kaufen? Also wir haben die ersten Jahre, als wir Ausbildung gemacht haben, wir haben nie Fleisch gekauft. Das ist einfach zu teuer in der Schweiz. Also was ich meine, es gibt ja viele Dinge, die sind dann aber auch, da kannst du Reismenüs machen, die sind mega lecker. Also es gibt für alles eben wieder ganz kreative Ideen, aber man muss ein bisschen das Grundgefühl bekommen, was ist in dem Sinne was. Ja, Und man beginnt, aber das Erste ist eben, wenn man eine normale Budgetberatung holt, ist 10% ist schon nicht drin. Also wenn ich ja, zu einem Banker gehe und sage, ich möchte ein Haus kaufen, aber 10% gebe ich ab in die Church, dann schaut er mich großen Augen an und sagt, das ja, macht ja, man nicht. Aber ich habe ein anderes Verständnis von den Finanzen. Also das ist ja. auch wichtig. Das hat für mich das allererste und dann, wie gesagt, geht der Rest runter und man entwickelt ein Grundgefühl. Ja, Und das braucht, ja, das ist bei unseren Kindern auch so, als sie das erste Gehalt verdient haben, dann waren sie erschrocken, wie viel Finanzen weggehen für die Wohnung. ja. Ich mag mich erinnern, das ist am Anfang so. Wenn du zu Hause wohnst, denkst du, es kostet Ist dir das gar nichts. nicht klar? Ja, Ja, du ja. hast ein paar Schockerlebnisse. Nach einem Jahr pendelt sich das ein Ja, und dann bekommen sie das Gefühl, wie viel Platz hat denn noch der Rest. ja. Man darf es lernen. Man muss es lernen. Man muss es sogar noch lernen. Ich wollte Ja, sagen, man darf, aber man muss es man muss lernen. eigentlich, ja. Ja, ich danke dir, Leo, dass du noch hier warst und wir das ein bisschen vertiefen konnten. Wir haben schon angesagt, wenn du Hilfe möchtest für dein Budget, um das zu erstellen, wir haben so eine Tabelle, die du runterladen kannst. Und nach der nächsten Celebration haben wir hier im Online-Studio mit einem von unserer Buchhaltung einen Tag, wie man wirklich ein Budget erstellt. Also wenn du denkst, wie fange ich da am besten an, dann bleib unbedingt dran oder schalt nachher wieder ein, um da ein paar Tipps zu bekommen. Yes, jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag, wenn du nicht mehr dran bleibst und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.